Pulpitis bedeutet Zahnnervenentzündung. Um die Besonderheiten einer Zahnnervenentzündung zu verstehen, ist es hilfreich, sich vorweg mit der Zahnanatomie zu beschäftigen. Der Zahn besteht aus dem Zahnmark, in der Umgangssprache Zahnnerv, lateinisch die Pulpa, dem Zahnschmelz und dem Zahnbein, lateinisch Dentin. Die Pulpa besteht aus Nerven, Lymphgefäßen, Bindegewebe und Blutgefäßen. Das Dentin ist von kleinen Kanälen durchsetzt, die mit der Pulpa in direkter Verbindung stehen. Ein großer Zahndefekt, zum Beispiel durch Karies, bedeutet also eine große Dentinwunde. Die Wahrscheinlichkeit einer Entzündungsreaktion der Pulpa steigt mit der Größe der Dentinwunde. Im Groben kann man zwei Schädigungsmechanismen unterscheiden, die eine Pulpenentzündung verursachen können: infektiöser Schädigung, zum Beispiel Bakterien bei Karies, und nicht-infektiöser Schädigung, physikalisch-chemische Schädigung, zum Beispiel Hitze beim Bohren oder Chemikalien beim Zahnarzt. Für den Verlauf ist diese Unterscheidung wichtig, denn bei infektiöser Ursache besteht eine erhöhte Gefahr, dass sich die Kariesbakterien über die Pulpenhöhle in den Knochen ausbreiten und so eine Knochenentzündung verursachen. Zu sehen in der linken Animation. Aber auch bei Abwesenheit von Bakterien kann es zu einer Knochenentzündung kommen. Folgendes Denkmodell: Der Zahn wird für eine Krone beschliffen, die Wasserkühlung ist nicht ausreichend und die Pulpa entzündete sich aufgrund der Überhitzung und stirbt in weiterer Folge ab. Das tote Gewebe, man spricht von nekrotischem Gewebe, wird vom Immunsystem abgebaut. Ist viel totes Gewebe aufgrund der individuellen Wurzelkanalanatomie vorhanden, dann kann das Immunsystem mit dem Abbau überlastet sein. Zu wenige Immunzellen vor Ort tragen dann zur Entstehung einer Knochenentzündungsreaktion bei. Rechte Animation. Jahre später kann eine Wurzelkanalsklerose in eine Wurzelresorption münden. Die Wurzel wird zu Knochen. Manchmal können all diese Prozesse nebeneinander an nur einem Zahn ablaufen. Sie sehen ein Röntgenbild von einem Zahn, der vor Jahren überkront wurde. Vermutlich ist durch die Hitze beim Beschleifen der Krone damals das Zahnmark geschädigt worden. Jahre später kam es zur Wurzelresorption und Wurzelkanalsklerose an der vorderen kürzeren Wurzel und Knochenentzündung an der hinteren Wurzelspitze, der dunkle Fleck. Meistens aber schafft es der Körper, das tote, nicht infizierte Gewebe abzubauen und der Wurzelkanal verkalkt in weiterer Folge. Man spricht von Wurzelsklerose. Um die verschiedenen Ausgänge einer Zahnnervenentzündung noch besser zu verstehen, ist es hilfreich, sich ein bisschen mit dem Immunsystem zu beschäftigen. Unser Immunsystem ist in der Lage, körperfremde und körperschädigende Strukturen zu erkennen und zu eliminieren. Sogenannte Markierungszellen erkennen und markieren fremde Strukturen, zum Beispiel Bakterien, tote Zellen, Zellreste, Viren und Pilze. Anschließend erkennen Fresszellen diese Markierungen und entfernen diese Elemente. Die Entzündung ist gebannt. Somit ist klar, für eine Immunreaktion werden Immunzellen benötigt. Diese befinden sich im Blut. Im Bereich des Entzündungsherdes muss also Blut sein, damit der Herd gut bekämpft werden kann. Nun ist das abgestorbene Pulpengewebe eine Kalkhöhle ohne Blutgefäße. An den Wänden hängen vielleicht noch Zellreste. Blutgefäße und somit Immunzellen finden sich aber erst im Knochen wieder. Somit haben Bakterien, die zum Beispiel durch eine tiefe Karies eingedrungen sind, bei Abwesenheit von Blut ideale Bedingungen, sich zu vermehren. Sie sind sozusagen vor dem Immunsystem in der Pulpenhöhle geschützt. Sie ernähren sich von den Geweberesten und vermehren sich ungestört. Irgendwann ist die Zellzahl so groß, dass sich die Bakterien in den Knochen über eine kleine Öffnung an der Wurzelspitze ausbreiten. Es kommt zur Knochenentzündung. Der Körper ist nun häufig nicht mehr in der Lage, mit der großen Bakterienanzahl fertig zu werden. Die Entzündung schreitet voran. Wie sich der Verlauf des toten Zahnnervs entwickelt, hängt also von verschiedenen Faktoren ab. Zugänglichkeit des Immunsystems, Immunstatus des Patienten, Art, Menge und Aggressivität der auslösenden Ursache, Bakterien ja oder nein, und lokale Faktoren, Zahnanatomie. Diese unterschiedlichen Verläufe erklären auch die unterschiedlichen Zahnschmerzcharaktere.
Symptome von pochend, drückend, dumpf, nicht lokalisierbar und so weiter. Die Übergänge dieser Reaktionen sind fließend. Häufig kommen auch mehrere Kombinationen vor. Viele können erst nach Jahren auftreten. Zudem ist nicht zu vergessen, dass jeder Patient Schmerzen anders empfindet. Aus dem Gesagten ergibt sich für den Zahnarzt, was zu tun ist. Alle Zähne, die beschliffen sind oder Füllungen haben, müssen halbjährlich auf Vitalität kontrolliert werden. Dies geschieht mit dem Kältespray. Mehr dazu im Video Kältetest. Wieso ist ein toter Zahn oder ein Herd eigentlich eine Bedrohung? Nun, jede Entzündungsreaktion belastet unser Immunsystem. Der Körper ist ständig mit Arbeit beschäftigt, auch wenn Sie keine Schmerzen haben und nichts von Ihrem Herd wissen oder bemerken. Zudem kann es, wenn es sich um einen infektiösen Herd handelt, zu einer Streuung der Bakterien kommen. Diese Bakterien auf Wanderschaft lassen sich gerne dort nieder, wo sie dem Immunsystem entgehen können. Zum Beispiel an nicht eigenen Körpermaterialien, Implantaten oder künstliche Herzklappen, schlecht durchbluteten Körperteilen, Extremitäten von Diabetikern oder an guten Nährböden, Blutgerinnsel, Trompen und so weiter. Dort richten diese gestreuten Bakterien wiederum durch lokale Entzündungsreaktionen Schaden an. Deshalb gehört jeder Herd unabhängig von seiner Entstehungsgeschichte saniert durch eine Wurzelbehandlung.